So, servus miteinander, schön sind ihr alle gekommen und jetzt gibt's ordentlich was zum Lachen. Übrigens, kennt ihr den schon? Ein Polizist hält den Velofahrer an. Keine Bremse 20 Franken, keine Glocke 10 Franken, kein Licht 15 Franken. Macht zusammen 45 Franken. Da sagt der Velofahrer. Ja, schauen Sie mal, Herr Polizist, die kommt das Geschäft von Ihrem Leben. Ja was, wieso? Die kommt einen ohne Velo. Oh, apropos Polizei. Ein Polizist stoppt einen jungen Autofahrer. Zeigen Sie mir bitte Ihren Fahrausweis. Da sagt der junge Autofahrer. Wieso Fahrausweis? Ich habe gemeint, der bekommt man erst mit 18. Jetzt ich habe noch einen. Moment. Der Herr Meier fragt den Herr Müller, wohin gehen Sie das Jahr in die Ferien? Ich möchte schon lange mal gern nach Sicht. Nach Sicht? Wo ist denn das? Ja, das weiss ich eben auch nicht so genau. Aber in der Zeitung liest man ja immer wieder «Schönes Wetter in Sicht». Oh, und. Apropos Ferien. Die Frau Schmid und die Frau Pinkeli sitzen im Café. Da fragt Frau Schmid, «Frau Pinkeli, wo sind Sie eigentlich länger gewesen, in Paris oder in Rom?» Da sagt Frau Pinkeli, «An beiden Orten gleich lang, 1,68 Meter.» Ja, der ist gut. Oder der? Die kleine Bea fragt die Mann mit einem grossen Hund, «Hat Ihr Hund kleine Kinder gern?» Da sagt der Mann, «Ja, aber Rindfleisch frisst er lieber.» Und die gleiche Bea fragt ihre Tante Olga, die gerade einen Brief schreibt, «Warum schreibst du denn so langsam?» Da sagt Tante Olga, «Weisst, der Brief überkommt der kleine Peter. Der ist erst 7 Jahre alt und der kann eben noch nicht so schnell lesen.» Oder der, das Restaurant. Ein Gast in einem Restaurant regt sich fürchterlich auf. «Kellner, da ist ein Haar in der Suppe. Das ist ja wirklich allerhand.» Da sagt der Kellner, «Ja, besseres Haar in der Suppe als Suppe in den Haaren, nicht wahr?» Oder der, apropos Beizen. Ein anderer Gast sagt zum Kellner, «Am Tellerrand sitzt der Flüge und lacht mich frech an.» Da sagt der Kellner, «Oh, tut mir leid, aber wenn man ihnen beim Essen zuschaut, dann muss man ja lachen.» Und apropos Flüge. Der Tommy sagt zum Onkel Max, «Onkel Max, auf dem WC hat's ganz viel Flüge.» Nachher sagt der Onkel Max, «Du musst jetzt halt nicht aufs WC gehen. Warte doch bis zum Mittag, dann hocken sie nämlich alle in der Küche.» Ja, nicht schlecht. Oder der. 2 Mütter spazieren mit ihren Kinderwagen im Park. Da fragt die eine Mutter, «Nimmst du für dein Baby die modernen, saugfähigen Papierwindeln?» Nachher sagt die andere, «Nein, meins bekommt nur Trockenmilch. Nachher muss ich es nur noch fein abstauben.» Das ist nicht schlecht. Wunderbar. Oder der. Es läutet an der Tür. Die kleine Bea macht auf. «Mami, da sammelt jemand für Schwimmbad.» «Ja, ist gut», ruft die Mami. «Gib ihm grad 2 Kessel Wasser mit.» Eine Hausaufgabe im Rechnen lautet, ein Wanderer geht in einer Stunde 5 Kilometer. Wie lange braucht er für 13 Kilometer? Am anderen Tag fragt der Lehrer in der Schule, «Tommy, was hast du für ein Resultat bekommen?» «Ja, ich konnte die Hausaufgaben noch nicht machen.» «Warum nicht?» «Ja, mein Papi ist immer noch unterwegs.» Übrigens. Wisst ihr, was einem Engel passiert, wenn er in einen Misthaufen hineinfällt? Er bekommt Kotflügel.